Es sind herausfordernde Zeiten und ich glaube, wir spüren es alle. Es ist ein Gefühl, dass man irgendwie den einen Fuß noch in einem alten Leben hat und gleichzeitig befindet sich aber die andere Seite bereits schon im Neuen und will eigentlich loslegen. Na, recht anstrengend, weil es zieht einem hin und her und man weiss nicht so ganz, wie man jetzt voranschreiten soll. Und somit herzlich willkommen, ich bin Madame Mystik und nehme dich heute wieder einmal mit in einen Mystik-Impuls. Fühl rein, was für dich stimmig ist, nimm raus, was für dich resoniert. Ich habe bereits im letzten Video, ich würde das gerne hier oben verlinken, klick gerne drauf, habe ich schon von dem grossen Transformationsprozess erzählt, vom 3D, 5D. Falls du noch nicht reingelassen hast, schau sehr gerne rein. Auf jeden Fall geht es darum, dass wir jetzt natürlich alle in einem riesen Transformationsprozess sind. Alles wird ein bisschen creepy, alles geht ziemlich schnell, zum Teil bricht Chaos aus und so weiter und so fort. Und das ist nicht da, um uns zu bestrafen, sondern uns in die höchste Instanz hineinzubringen. Genau. Und heute, wenn wir mal im Impuls schauen, was schwingt da eigentlich so mit? Und ich habe vor mir 36 Karten, sprich das grosse Blatt, und wir schauen hier einmal rein. Wie immer gibt es zu dieser Legung, zu dem Impuls noch eine Extended-Version. Du findest den Link unten dran in der Infobox, klick drauf und du wirst weitergeleitet und dann machen wir ein Deep Dive in eine andere Zonen. Also, und zwar, Karten zeige ich nicht, nehme ich nicht auf, weil der ganze Tisch ist voller Karten. So. Aber was ich ja schon mal unglaublich spannend finde, und somit kannst du dich gerne mal abprüfen, ob diese Legung für dich ist. Und zwar, bist du dich im Moment ganz fest mit deinen Gedanken am Beschäftigen, was sich gut anfühlen könnte? Also auf Deutsch gesagt, Gedanken zu machen, was erfüllt mich eigentlich im Herzen? Wo will ich überhaupt hin und wo blüht mein Herz auf? Und vielleicht so der allbekannte Satz, den wir alle so ein bisschen unterschwellig in uns drinnen kennen. Wenn ich das und das mache, könnte sich das so und so anfühlen. So. Und zwar ist es halt einfach Fakt, dass wenn wir Gedanken machen, dass sie analytisch sind. Und das Analytische hat nichts mit Gefühl zu tun. Gefühle sind Gefühle, Gedanken sind Gedanken. So, jetzt gibt es zwei Sachen, die wir betrachten können. Du bist in der Position, dass du dort stehst und dir die ganzen Gedanken machen könntest, was dich erfüllen könnte, wo du wirklich aufblühst, was dich emotional auch erfüllt, was etwas emotional mit dir macht. Natürlich etwas Grossartiges, weil man will ja weitergehen, vielleicht in der Lebenssprosse einmal ein Drittel erklimmen. Aber du wirst die Antwort sehr schwer in der Rationalität finden, was dich wirklich erfüllt. Du wirst das erst merken, wenn du vielleicht einen Plan hast und dich einmal in die Situation hineinschickst, um zu schauen, was es mit dir hier gefühlstechnisch überhaupt macht. Sonst bleibt es einfach eine Analyse, eine Spekulation. Oder die andere Situation, du bist absolut in dem Gefühl und gehst blindlings durchs Leben durch und oder fragst dich ständig, wieso überrumpeln mich die Emotionen? Ganz einfach. Es darf immer ein gutes Gleichgewicht herrschen. Aber eins muss man verstehen. Rationalität ist rational. Das hat nichts mit Gefühl dort unten zu tun. Du kannst dort oben vielleicht das Konstrukt erstellen oder mal darüber sinnieren, was es mit dir machen könnte. Sehen du es erst, wenn du die Situation erlebst, was es mit dir macht. Darum, nicht nur immer denken, was noch schön wäre und denken, es wäre noch cool, um das irgendwie, das würde mein Leben erfüllen, sondern fang an mit kleinen Schritten, wenn es die Möglichkeit gibt, dich in die Situation zu manövrieren, dass du aktiv einmal hineinfühlen kannst und halt eben nicht nur immer denken, ich könnte mich so fühlen. So,
Weil genau das ist ja auch das, was die zwei Beine, der eine Fuß im alten Leben und der andere Fuß will loslegen und man weiss gar nicht wohin. Ja, manchmal muss man halt einfach aus den Gedanken wegkommen und halt einfach mal aktiv werden. Punkt. Und nicht nur immer sinnieren und sozusagen Pläne schneiden oder in einer passiven Position sein, sondern halt wirklich auch mal den Schritt nach vorne machen und mal sagen, okay, jetzt gehe ich los. Weil das Interessante ist, wenn ich hier rein schaue, das Kartenblatt ist immer auf 4 Eckpfeiler aufgebaut. Und der zweite Eckpfeiler sagt ganz klar, wenn du dich im Stillstand befindest, dann bist du selber dafür verantwortlich. Weil du ziehst den Nebel auf, du hast vielleicht in dem Moment noch keinen Mut, um einen aktiven Schritt zu machen. Aber die Frage ist, wenn jetzt nicht, wenn denn? Wo sind vielleicht genau dort auch Ausreden, um zu sagen, ja, ich bleibe jetzt einmal so da drin und irgendwie kommt das schon oder keine Ahnung, ich warte, bis irgendjemand mir das Ganze vor die Füße herwirft. Das wird nicht sein. Du entscheidest selber, ob du in die Sonnenseite des Lebens gehst oder ob du dich im stillen Kämmerli, im dunklen Kämmerli, ja, mit inneren Kämpfen befindest. Du entscheidest selber darüber. Du kannst dich selber dort raus manövrieren. Weil gehen ist alles. Alles steht zur Verfügung. Ja, es braucht vielleicht Mut. Und ja, vielleicht braucht es auch noch, dass man das eine oder andere an Ballast zuerst loslässt, damit man vielleicht den Schritt machen kann. Damit man den Schritt in die Sonnenseite des Lebens machen kann. Aber, jetzt kommt das grosse Aber, es ist nicht unbedingt förderlich, wenn man den Ballast als Ausrede nimmt und findet, ich bleibe lieber in dem dunklen Kämmerli und ich sinniere lieber immer darüber, was ich machen könnte und was noch schön wäre, anstatt sich auch mal physisch mit dem ganzen Dasein, also mit Körper, Geist und Seele, sicher mal irgendwie aktiv anfängt, in die Sonnenseite des Lebens zu schicken. Weil, dritte Eckpfeiler, in den Beziehungen und in den Verträgen will etwas Neues geboren werden. Ja. Und dort ist halt einfach so, wo ist die Geduld und das Vertrauen? Wenn man einmal den Anlauf hat, dann will man gerade mit 300 km/h durchs Leben durchbrettern. Weil dann könnte es nicht genug schnell gehen. Aber es geht dort auch um die Geduld. Jetzt aber ganz wichtig, ein sehr schmaler Grat. Ein sehr schmaler Grat, dass man dort hockt in einem Segelbötli und findet, ja nein, ich kann ja jetzt nicht weitermachen, ich kann ja nicht aktiv werden, weil ich habe ja keinen Wind. Ich sage, alle Ressourcen stehen zur Verfügung. Du bist diejenige Person, die Aufwind gibt und Antrieb gibt. Wenn du immer nur wartest, dass ein Aufwind kommt, dann wirst du immer in einer abwartenden Position sein und immer Rechtfertigungen haben, um nicht aktiv werden zu müssen. Im 4. Eckpfeiler haben wir im Erfolg. Und das ist so schön, ich muss jetzt einfach... Im Erfolg haben wir hier eine wunderbare Karte. Und das ist so ein schöner Spruch, weil es sagt einfach alles. Diese Lilie stützt und schützt. Sie gibt dir alles, was dir nützt. Die Lilie hilft dir immer weiter auf den Sprossen deiner Leiter. Auch hier nochmal. Alles steht zur Verfügung. Die Frage ist nur,
In welchen alten Loops und Strudel will man drin bleiben? Aus Bequemlichkeit hat man eine Rechtfertigung, macht es abhängig von vielleicht, weil kein Wind rum ist und so weiter und so fort. Und halt eben das Segelschiff einfach mal dort steht und findet, ich kann jetzt nicht weitermachen, weil ja, ist ja kein Wind rum, man kann ja nicht weiter segeln. Es steht alles zur Verfügung. Die Frage ist einfach, nimmst du das auch an? Weil wir sind alle magisch und wir sind alles Alchemisten. Ob wir wollen oder nicht, ich sage es immer so gern, sind wir alle bei Hogwarts dabei, ob wir daran glauben oder nicht. Also, wichtig ist schon, sich mal darauf zu fokussieren, welche Magie wo drinnen schlummert. Und vielleicht auch mal die ein oder alte, verstaubte Kiste in einem mit dem magischen Werkzeug vielleicht auch wieder mal vornehmen, vielleicht zuerst mal entdecken oder wieder mal Gebrauch davon zu machen. Weil du selber bist verantwortlich, wie viel Magie in deinem Leben ist oder nicht. Egal wie schwierig das ist. Egal wie schwierig das ist. Es gibt immer nach jedem Regenwetter wieder Sonne. Nach der Nacht, wenn es dunkel ist, kommt wieder der Tag und es kommt die Sonne. Also, aktivier deinen inneren Alchemist und sei dir wieder bewusst, wie viel Magie du in dir trägst, dass du selber deinen Wind erzeugen kannst. Auf dem stillstehenden Segelboot. Auf dem stillstehenden Segelboot. Genau. So. Dann schauen wir noch ganz kurz rein. Was ist denn eigentlich im Zentrum? Und das wird natürlich unglaublich spannend, weil im Zentrum haben wir in den Sorgen und in den Aufregungen haben wir das Kreuz. Karma. Finde ich immer ein schwieriges Wort, weil es so negativ behaftet ist. Es geht um Ursache-Wirkung. Wir haben im neuen Anfang der Herr. In der Öffentlichkeit und im Umfeld die Mäuse. Was knabbert denn da? Was denken denn die anderen, wenn ich hier ganz neue Weg gehe oder vielleicht auch gewisse Sachen einfach Tschüss sagen? Und in Blockade und im Frust haben wir den Brief. Eine Botschaft darf kommen. Die Frage ist, was für eine Botschaft ist es und erkennt man sie auch, wenn sie dann kommt? Genau. Falls du mit mir genau das noch vertiefen willst, dann findest du unten in der Infobox den Link zu der Extended-Version. Klick drauf. Du wirst weitergeleitet. Ich freue mich auf dich. Bis nachher.